Aktuell leider an der Chambre ein Gesetzesprojekt, wo es geht, wie die Lützeburgische Regierung kann mit ihren Mitteln die Industrie so unterstützen, dass sie die Energietransition hinkriegt. Dann ist schon ein Exposé des Motivs von dem Gesetzesprojekt angeschaut, da klingt natürlich auf den nächsten Blick immens gut. Da geht es um Photovoltaik, geht um Batterien, geht um Wärmepumpen, geht auch darum, wie in Zukunft kann Wasserstoff zu Lützeburg herstellen. Es gibt natürlich auch die Technologien erwähnt, die dazu können genutzt werden, für CO2 aus der Luft oder bei Produktionsprozessen herauszuziehen. Was allerdings nicht dran steht, als dass auch Atomenergie gefördert wird. Das gesagt allerdings recht, wenn man sich der nächsten guckt. Hier sind der nächsten 2 abgelöscht, eine ganze Reihe von Technologien, die die Lützeburger Regierung so mit ihren eigenen Mitteln auch finanzieren können. Da geht es um Reaktorelemente, Brennstoffelemente und dann Elemente, die zum Beispiel auch genutzt werden am Kader von der Kehrfusion. Als Movement Ökologique fand man das immens problematisch. Auf der einen Seite ist natürlich zu begrüßen, dass die Lützeburgische Regierung will massiv daran investieren, dass die Industrie die Energietransition auch packt und die Emissionen so stark wie möglich reduziert. Auf der anderen Seite ist es natürlich nicht zu verstehen, wie wird dann nur auch in Atomenergie soll herkommen. Hier wird die politische Message verwässert und es geht auf alle Schienen gleichzeitig gefordert. Das ist nicht kohärent und das ist nicht klar, wie es soll kommen. An enger Hinsicht ist das natürlich problematisch am Sinn von dem Bekenntnis von der Lützeburgischen Regierung gegen Atomenergie. Hier ist jahrelang Konsens gewesen, zu sagen, wir sind dagegen, wir wollen als Land als klar dagegen positionieren, wenn wir viel zu viel auch exposiert sind von den Risiken, die entstehen durch die Atomzentralen, die an unserer Nachbarschaft sind. An dem die Lützeburgische Regierung Lodo verwässert, ist natürlich viel mehr kompliziert, die Position aufrechtzuerhalten. Das weiß ich auch, wenn man dann zum Beispiel mit dieser französischen Oper verhandeln, wie man da zentral zu Karten soll weitergehen. Ein zweiter problematischer Punkt ist auch, dass Atomenergie einfach keine proper Technologie ist. Sie geht auf die gleiche Ebene gesagt, wie zum Beispiel Photovoltaik oder Wandkraft oder wie Technologie wie Batterien. Dabei ist gewusst, dass Atomenergie immens problematisch ist. Auch wenn ihr nicht mal just CO2-Bilanz guckt, ist immer noch die Frage von der Endlagerung nicht geklärt. Es sind noch Probleme bei der Proliferation von spaltbarem Material. Und insgesamt kann ich einfach nicht sagen, dass das äquivalent ist mit Solarstrom oder mit Windenergie. Das Gesetzesprojekt sieht selber, dass es darum geht, dass es so sehr wie möglich an der Energietransition weiterkommt. Da wird es doch verwunderlich, dass hier so eine Absplickung stattfindet, wer dann alles finanziert wird. Wenn ihr wisst, dass die finanziellen Mittel vom Staat begrenzt sind, dann ist es komisch, dass so viel unterschiedliche Technologie gleichzeitig gefördert werden. Das ist auch gewusst, dass Atomenergie extrem teuer ist und dass die Projekte, die aktuell laufen, auch von Neubauprojekten, immens Verzögerungen haben, die ganz viel kosten. Das ist ganz komisch, dass hier gesagt wird, wir fördern einfach quasi alles und da keine Priorisierung gemacht wird. Am Text selber steht sogar dran, dass die vorgesehenen Mittel eventuell nicht durchgehen, wenn nach zusätzlichen Projekten dabei kommen. Und da ist es umso mehr verwunderlich, dass nur eine Technologie mehr dranhält, die extrem teuer ist, aber wo bekannt ist, dass einfach hier Ziele nicht anhält. Wir fordern mehr als Movement Ökologique, dass wirklich eine Priorisierung auf die erneuerbaren Energien gemacht wird, dass die Atom- und Nukleartechnologien da rauskommen, für die politische Message nicht zu verwässern und dass die Regierung sich auch weiterhin dazu bekennt, dass Lützeburg als atomfreies Land an Europa sich durchstellt. Im Detail von unserer Stellungnahme findet ihr wie immer auf unserem Site www.meco.lu.